Das Abenteuer geht weiter hier bei Dragon Ball Watching Blast 2 Online mit einem neuen Charakter, und zwar in der Hauptrolle diesmal C13. Einer der Cyborgs, die viele von euch aus dem Film kennen dürften, der glaube ich sogar hieß Angriff der Cyborgs. Nun gut, C13 gegen Majin Vegeta, im Grunde genommen natürlich ein unfairer Kampf, weil dürfte ich eigentlich nicht gewinnen. So, aber erstmal gucken, was C13 natürlich so drauf hat. Ja, auf die Fresse hauen kann er, treten kann er auch, sehr schön. Und sogar den Combo hat er drauf. Ja. Einstecken kann er auch, das ist natürlich super. Wow, aussagen kann er sehr schön. Natürlich umso besser Konter. Lautloser Killer 13. Okay. Und voll in die Magengrube, wie immer so schön. Und natürlich ein bisschen umdrehen, muss natürlich aus sein. Und Tschüssikowski. Das wird wehtun, Kumpel. So, 13, du bist jetzt ziemlich super. Wie super bist du wirklich, wa? Das Upgrade in den Teilen der Cyborgs C14 und C15 und schon wird er zu Super 13. Wie auch aus dem vorhin genannten Film. Boah, alter Schwede, zieht die Attacke ab, ist der helle Wahnsinn. Und da kommt Vegeta schon wieder. Gepackt und Blumen. Da pushen einfach so weg, hey. Na komm schon, komm Vegeta, komm Kleiner. Er versucht noch zu fangen. Boom, bam. Einfach immer voll in die Schnauze. Boom. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wa? Komm schon, was testen. Und weg. Haha. Es klappt wieder, Verbindung ist super, alles super, tupi. Ja, das liebe ich so sehr, Freunde. Wenn die Verbindung super ist, dann ist auch hier wieder mal egal, ob man gewinnt oder verliert. Es macht einfach Fun. Natürlich umso mehr, wenn man gewinnt. Der nächste Kampf gegen einen neuen Gegner. Diesmal bin ich zwar Vegeta als Super Saiyan 2, aber ja, Verbindung nicht gerade so super. Mal schauen, was er daraus noch so reißen kann. Oje. Gegen mein Main auch super. Immer die Klamotten stimmen, weil damals hatten ja Goku und Vegeta in ihrem zweifachen Super Saiyan Battle. Oder Vegeta war eigentlich ein Majin Vegeta, aber egal. War ja. Boom, ouch, die wir getan haben. War ja Gokus Kleidung ja auch so ein bisschen zerrissen. Vollverteidigung durchbrochen und. Oh, das war fies! Wow, voll mies ausgewichen! Und der haut drauf im Klopp natürlich Teleportation. Alter, wie ich die Attacke hasse, hey. Wie ich diese verdammte Technik hasse, muss man irgendwie auswachen können. Da kontern wohl aber. Weiß ich noch nicht ganz wie. Du musst dann vermutlich schnell genug sein, dann umdrehen und dann wird es schon irgendwie klappen. Oder einfach so schnell als eine Teleportation. Ah, so geht's.
Im richtigen Moment draufdrücken, weil dann switcht er automatisch um. Ach so funktioniert das. Alles klaro. Ja, auf die Idee auch selber kommen können. Autsch, hier hast die Attacke, hey. So, wo bist du? Oh, 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 ich fand so blöd. Wo ist der? Wo ist der? Oh, ne. Das war knapp. Tschüss. Da legt er sich erstmal hin. Big Bang Attack. Ja, war ein Schuss in den Ofen. Und dann komme ich und... Nein, no, die Idee war super, die Ausführung war beschissen. Natürlich. Das war nicht schlecht, Kumpel, muss ich zugeben. Flieg mal. Alter, das gibt's einfach nicht, hey. Das ist ein richtiger Teleportmeister, wa? Will das ihn noch aktivieren, natürlich. Ah, verdammt, ich dachte, er wäre jetzt schneller, jetzt dann will ich ihn ausgetrickst und dann direkt gekontert, aber nö. Ja, er ist stark, Vegeta, doch das bist du auch. Hey, siehst du, teleportieren kann ich auch. Und da fliegt er und fliegt noch einmal. Big Bang Attack! Ah, ein Sieg für mich! Judy, Hudi, Geisse, Fudi. Weiter geht's im nächsten Fight. Ja. Oh Mann. Grundsätzlich natürlich habe ich gar keine Chance, ganz klar. Aber ich dachte mal so, Pflanzen habe ich glaube noch nie gebracht und so. Dachte ich mir, ja komm. Kannst du mal zeigen, was kann der Kleine? Was ist so super an ihm, was ist so schlecht an ihm? Wir werden es gleich sehen. Okay, Fazit als, es ist nichts super an ihm, es ist nichts gut an ihm, er ist einfach nur scheiße. Au, 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 au. Ja, tut's schon bloß beim bloßen Hingucken, tut's doch schon weh. Ja, sieht mies aus, Ausweichen! Wow. Das war ein Schuss in den Ofen, wie ich fürchte. Ausweichen ging zwar, aber sonst, ja. Stecke ich nur ein, wie es aussieht. Ach du Scheiße, du Scheiße. Vorhin hat es noch klar mit Ausweichen. Verbindung, 3 Strich müsste eigentlich reichen. Das kann doch wohl nicht sein. So. Schilddurchbrecher, jetzt müssen kontern. Komm schon, ich muss aufholen. Ich kenne eine Strategie mittlerweile. Scheiße. Pflanzensprint. Jo. Biogemüse for the win. Ein Hoch auf Greenpeace. Ja. Das ging wohl voll ins Eingemachte. Egal. Der nächste Kampf jetzt hier mit, glaube ich, Zanguya war gegen Son Goten. Oder hieß sie Zanguya? Ich überlege gerade, doch, das müsste irgendwie, war ja die von Bojack und, von Bojack und so. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gebracht, mal im Kampf gegen Videl, da erinnere ich mich noch daran, aber ja. Ich meine, es ist eine heiße Tussi und so, da kann man ruhig mal, ihr wisst schon, mal die flotte Biene ein bisschen tanzen lassen. Also das Aufladen ja ziemlich lange im Kamehameha, also da ist ja Ausweichen im Prinzip vorprogrammiert. Na Gute, na Klein, was machst du? Komm schon, komm her, sonst komm ich hoch. Ist ja äußerst spannend. Ja, so dämlich bin ich ja wohl nicht. Boom, Fallschütze, komm runter. Tja, wer hochsteigt, fällt tief, nicht wahr? Hehehe. Er war auch schneller, kleiner. Ich überlege gerade, wenn jetzt der Kampf wirklich stattfinden würde zwischen Zanguya und Son Goten. Ich glaube sogar, sie würde sogar gewinnen, weil sie war ja im Grunde genommen stärker als ein Super Saiyajin, wobei, wie gesagt, so ein... Ja, ein bisschen schwierig. Das ganz abzuschätzen, weil Bruschas Krieger sind ja einem Super Saiyajin im Grunde genommen ebenbürtig.
Ja, er wäre etwa so stark wie Cell, aber da sie ja im Grunde genommen immer zu zweit oder zu dritt gegen einen Super Saiyan angetreten sind, natürlich auch schwierig abzuschätzen. Von daher war er cool. Teleportieren funktioniert, ja stimmt, die Verbindung ist super. Von daher war ja Trunks, glaube ich, da im Film der einzige, oh, die voll getroffen, war Trunks der einzige, der seinen Gegner als Super Saiyajin voll plätten konnte. Also sprich, der als einziger seinen Gegner im Zweikampf besiegen konnte. So, Himmelszapper, komm schon. Und tschüss, boom. Tja, unterschätzt niemals eine Dame. Ja, und auch unterschätzt niemals die Gegner, vor allem wenn sie Gogeta nehmen. Ich meine, Gogeta, ja. Ich muss sagen, so mit Gogeta oder gegen Gogeta zu kämpfen, finde ich immer so eine Art zweischneidiges Schwert. Wieso? Ganz einfach. Einerseits ist Gogeta so ein Typ, der, ich sage jetzt mal, von vielen benutzt wird, die eher noobig drauf sind, sprich die einfach nur einen schnellen Sieg wollen, weil man damit coole Kombos machen kann, und einfach nicht sehr viel im Spiel selber kennen muss, einfach nur ein paar Tasten kloppen und dann haben bereits gewonnen. Andererseits weiß ich auch bereits aus früheren Kämpfen gegen andere, aus YouTube-Videos etc., dass man auch gegen einen Spieler, der gut mit Gogeta umgehen kann, gewinnen kann. Sprich, Gogeta ist nicht unbesiegbar. Und genau das will ich immer wieder testen und deswegen nehme ich jetzt mal meinen Main. Mit dem kann ich sowieso am besten, von daher kann der Gegner jetzt gut mit Gogeta kann, also ich werde schon irgendwie meine Strategie ausfinden. Seht schon, momentan sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Ja, ich fühle sogar ganz leicht. Da die scheiß Teleportationen, die muss ich unbedingt kontern. Nein! Na, jetzt muss ich gerade ausweichen. Ich hab's gerade gesehen, dass er Teleportation macht, aber natürlich war ich noch im Ausweichen so. War ich noch ein bisschen im, ich sage jetzt mal, Rückprall meiner eigenen Attacke. Das war nicht gut, das war nicht gut. Was auch nicht so gut finde, ist meine Stimme immer noch so, also ich finde es persönlich, dass es immer noch ein bisschen tief klingt, kann man dann natürlich auch irren. Weil meine Stimme durch die Verkältung und so ein bisschen, sage ich jetzt mal, eigenartiger klingen höre oder selber wahrnehme. Aber ich habe das Gefühl, dass ich immer noch ein bisschen heißerer klinge als noch vor meiner Grippezeit. Was wohl daran liegt, dass ich noch nicht ganz gesund bin, theoretisch mal betrachtet. Ich bin jetzt um einiges besser als gestern noch, aber irgendwie ist trotzdem noch ein bisschen der Wurm und dann habe ich das Gefühl. Na egal. Muss trotzdem klappen. Oh, jetzt hat er ganz nicht drauf. Wow, was ist das für eine Kombi? Na, sie weichen ja auch und irgendwie, da sprich erst mit Teleportation hinterher geswitcht und dann haut da drauf wie so ein, ja, wie so ein Vollprofi, natürlich. Alter, kommt gar nicht mehr dazu, mich umzudrehen, auszuweichen, das geht gar nicht mehr. Alter. Was für eine miese Kombi, so. Mann. Jetzt bleib mal stehen. Alter. Nein. Ja. Ich krieg dich noch, Kleiner, ich krieg dich noch. Ja, wie es aussieht, nicht mehr heute. Nein, das gibt's nicht. Alter, ich komm nicht mehr zu, ich kann nicht mehr aus. Das war's. KO. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.